von harten Willkommen, wie? Party, Platt und Plüschmaus. Wir sind tröch von einer etwas ungeplanten Hafspus, aber da sind wir wieder. Schauen liebsten Lisa, schauen liebste Hilka. Ja, wir hätten mal einen beiden Tiet für uns brugt. Also Mhm. nicht Ohren uns, aber ja, wer viel los in Harfs, ne? Also wir hätten echt keinen Ja, Tiet hat. sonst mockt ihr alle immer eine Sommerpus, aber bei uns war einfach der Hafs total voll. Ja, also ich kann das auch gar nicht anders sagen. Ich habe so viel zu tun und du weißt ja auch wieder unterwegs. Also Ja. mega krass. Ich glaube, ja, also ihr habt das ja auch mitkriegen, glaube ich, dass Lisa unterwegs war in der Instagram-Stories und ich habe ja auch gesagt, oh, sorry, Lü, ich habe so viel zu tun. Ich komme gar nicht darauf, viel zu posten auf Instagram. Hm. Aber nur sind wir wieder hier. Oh ja, wie sind wir denn da? Wie sind wir denn durch? Also ich muss sagen, ich sitze hier gerade in einem wunderschönen Apartment in Korfu-Stadt. Da bin ich nun gerade mit der Lissy. Aha. Und ja, wir genäht nun noch einmal, oder wir möchten auch gerade mal unsere Wäsche waschen und genäht noch mal so beten. Eine richtige Dusche und alles. Und dann geht das auf Montag los, auf das Fastland. Und dann möchten wir mal kicken, wo ich bin, wenn wir denn der Taukommen-Volk abnehmt. Das wird spannend. Oh, du, ich bin echt neugierig, wo du bist. Also, bei mir ist das gerade nicht so aufregend. Ich sitze hier auf meinem Sofa und, äh, Oh. mag derns Tüch, ich mag mir die Fingernagels. Ach, schön. Ah, das ist aber auch das Beste. Das gibt so ein paar Moment, wo man einfach richtig schön schnacken kann. Beim Fingernagels mocken, beim Autofeuern, beim Spazierengehen. Irgendwie geht das dann immer gaut. Ja, das geht Schimmers richtig gut, liebe Zuhörers. Ähm, aber weißt du, was ja auch Faken so ist, wenn sie Glü so zusammensetzt, die hängt dann ja auch viel an Handy und schnackt gar nicht mehr richtig miteinander. Ja, ja. Kennst du das so Curve, der rumgäben wat, wo jeder in sein Handy rinstecken schall? Nee. Damit man das finde ich eine richtig coole Sorg. So, wenn man dann sich taun Dance Abend oder einfach so taun dräpen, oder sich einfach dräpen deit, dann steigt da ein Korb und jeder, der rinkommt, deit, muss sie als allererstes sein Smartphone darin legen. Und da kann Finde ich wieder gehen. Finde ich mega, weil jeder hätte ja auch engst noch so eine richtige Digitalkamera und man kann ja, und den kann ja auch Fotos mit in Digitalkamera morgen von Abend. Das ist schon fast Retro. Oh, ja, so ein Bett, ne? Digitalkamera. Ja, wie es käme so bad die Polaroids wieder rum, oder die Einmal-Kameras. Die finde ich auch immer richtig witzig. Dann gibst du dir, wir hatten immer mit auf Festivals, und dann gibst du dir, du weißt ja nicht mehr so genau, was für Bilder du mockt hast, dann gibst du dir einfach, wenn dann entwickeln, dann kommst du wieder und es ist so, ach, so ein Lütsche Schatz. Und du denkst dir so, oh mein Gott, was habt ihr wohl Infung? Ach, da war immer total schön, sich an den Bildern zu kicken. Oh ja, das ist so. Ich habe auch noch zwei von diesen Einmal-Kameras liegen. Ich habe mir noch nicht traut, die wegzubringen. Oh, schön. Aber kommen wir mal wieder in die richtige Nutit. Kommen wir zurück an Handy. Ja, Denn, aber was schnackt wie denn Hüt eigens? wie schnackt über the Handy itself, über the Smartphone. Also wie schnackt über das, was ein Smartphone eigens gut mockt, nämlich über Apps. Genau. Einfach mal, wir habt gedacht so, wir hatten nur viele Schnackthemen und nu könnt wir doch mal bei dem Beten was Jau mit auf den Weg geben, was Jau vielleicht auch mithilft oder hilft, eine gaue App zu finden, die Jau in Jau und Alldach ein Beten unterstützen kann. Ja, oh ja. Ähm, Hast du denn da so ein paar Tipps all zusammentragen? Oh ja, also ich bin natürlich, als ich bin egoistisch angegangen, habe es mal gucken, was für Apps ich denn eigentlich so beim Telefon habe. Und ich habe dir erstmal so ein Betten ingruppiert und sei dann gerankt. Ich weiß Oh nicht, Gott. wo bist du da angegangen? Ähm, ich, ich muss dazu sagen, Na? ich habe min Öllern für 2 oder 3 Monaten neue Handys ordert. Die habt allen den Handy kriegen, der wird bestellt, aber so ein woher das eins, was nähmarkt ist. Kein Brandnäht, aber eins, was näh obset worden ist. So wie Ah, Backmarket, ja. von Backmarket, glaube ich. Und die kriegt das ja nicht hin, die Öllern, ne, dann so, ja,
das alle System, ob das neue Handy über zu spielen. Ja, kannst du mir das Ja. überspielen? Ja, ja, mag ich, die, kein Problem. Und dann habe ich da abgekeken. Lisa und liebe Tauhörers, bitte kick mal your Handys an. Mein Vater hat fair Wetter-Apps ob hat. Ah, ja, der Klassiker. Der Ja. Klassiker. Mein Mutter hat drei Tank-Apps ob hat. Ich habe ich hab gesagt, das sind auch nicht drei Autos. Ja, nee. Ja, genau so das Sorgen. Ja, und dann habe ich mich aber auch mal an meinen eigenen Fahrten und ob mein Handy keken, was habe ich da eigens Ja. für App-Leichen ob. Und? Was hast du so schön gefunden? Ich habe zwei Fitness-Apps ob hat. Nee, drei Fitness-Apps. Drei Fitness-Apps habe ich ob hat. Einen habe ich noch nie nicht initialisiert. Der war einfach nur. Ja, die Der wäre so, von der, ich wohne hier nur. ja, ja, die wäre eben von der System mitliefert worden. Und dann, und dann habe ich, nee, Quatsch, ich habe sogar Fair Fitness-Apps hatte eine, die wäre noch mit in Waage gekoppelt. Krass. Und dann habe ich gedacht, okay, du brauchst bloß ein Fitness-App. Ja. Dann habe ich drei eben runterschmähten. Und so, muss ich da auch mal an seinen eigenes fahrten. Aber weißt du, was ich da wieder auch gut gefunden habe? Ich habe dann ja so ein bisschen recherchiert, auch nochmal der Tau, dass jed ein Dritte in Deutschland ein Fitness-App nutzt. Oh, richtig nutzt oder einfach nur so, als du als Leiche um dem Telefon hättest? Okay, so genau wäre die Statistik nicht. Ah. Aber zumindest 16 Lüse nutze, das werde ich nicht. Und das gibt in Deutschland allein über 100.000 Gesundheits-Apps. Ja, das kann ich mir vorstellen. Krass, du kannst ja eins tracken. Und dann kannst du eine App für Sixpack, eine App für einen schnieken Po, eine App für einen Spagat lernen. Das gibt ja eins. Ja, Was ist die eine Fitness-App? Was trackst du damit? wenn ich mal flietig bin und so ein bisschen auf meine Makros und Mikros achte, dann gebe ich eben mein Äden in und kicke, dass ich eben auch alle Nährstoffe so rinkriege. Denn, das weet ja auch viele, ich ete eben ja gern Schokolade und die weet ja auch, ich bin ja auch gern mal in der Kök und ich koche ja aber nicht bloß so super healthy, gesunden Kram, sondern ich mag ja auch gern Kauken und Schokolade, naja, und ja, und da ist er dann doch gut, dann eben auch mal zu kicken, Schallig fliegt auch mal wieder was Richtiges äten. Was sagt mir ein Makro-Mikrohaushalt ings? Ja, genau. Wir könnt ja für all die, die da gerade nicht so viel mit anfangen können. Makros sind Proteine, Kohlenhydrate und Fette, die wir ja alle brauchen, ton leben. Und die Mikros sind dann so Vitamine und Spurenelemente. Richtig. Ach, Lisa, Gott, dass du Ja, das irre, alles. oder? Nun kann ich das nochmal so bad droppen. Ich bin nämlich gerade dabei, mein Ernährungsberater zu morgen. Von daher passt das doch gerade ganz genau drin. Also für alle, der Ernährungsberatung und Plattdütsch haben möchte, so in einem halbigen Jahr, ich stelle mir da einmal top Folgen. Ja, und dann bringst du auch noch den eigenen Gesundheits-App gut. Boah, dann wären die Dusen und Einste. Nee, was hast du gesagt? Über Dusend, ne? 100.000. Über 100.000. Ja. Ja, nee, muss mir an den Markt sögen, Glückwig. Das ist über 100.000 Gesundheit-App. Wahnsinn. Ja. Aber ja, gut, das gibt dir auf jeden Fall noch nicht auf platt. Nee. Das ist so, aber ich muss eben auch sagen, ich bin auch so ein bisschen nachlässig. Ich habe auch mal ein Abo hat von einer Sport-App und das wäre auch nicht teuer. Das wär auch eigens cool. Aber du kannst eben den Sport bloß auf das Handy ankicken. Ach, ja, das ist blöd. Das ist richtig blöd. Ne? So, wenn ein vielleicht noch unterwegs ist, geil das noch. Aber wenn du dann so, ja, zu Hus bist, würdest du das ja gern mal auf den Rechner oder so ankicken. Ja, Ja, ja. ja. Und dann habe ich dann achter ein Jahr das Abo auch kündigt. Ah. Ich finde das immer ganz spannend. Ich habe noch, also ich habe auch einmal das, um zu kicken, was ich eigentlich so äten da. Und dann habe ich eine App, die trackt, wenn ich lopen gehen da. Also, wo Ah, ich lang lopen bin, wo schnell ich wäre, wie meine Geschwindigkeit wäre. Also, ja, wo schnell ich wäre, wo ich lang lopen bin. Das finde ich immer super, super spannend, wie das dann auch mal so ein Fass holt.
die entwickeln. Das ist ja das, was einen oft nicht so richtig sehen deit. Du denkst so, noch 1, 2, 3 Monate Training, denkst du dann so, oh ja, Mensch, bin ja jetzt schneller geworden, aber wann ist das so richtig oder wie ist das passiert? Das finde ich immer so bannig spannend. Deswegen, so eine App-Bewegung noch in Richtung Sport. Oh, das finde ich aber auch richtig interessant. Also, wir kommen jetzt gerade so ein Beten von Apps weg, aber mir interessiert ja auch so dieses Thema, auch so ein derns Thema, ne? Sport an den Zyklus anpassen. Ja, oh, da will ich auch noch mal richtig, eigentlich wird wieder noch mal eine ganz eigene Folge übermorgen. Wie Ja. ich da auch so deep indückt bin, gerade Krafttraining und der weibliche Zyklus und auch die Ernährung, wie man das im Morgen schall. Wollt wieder noch mal als eigene Folge morgen. Das mag wir nochmal als Eigenfolge. Sehr schön. Ist Klicks notiert. Also, liebe Taucherers, ihr könnt auch schon einmal drauf freien. Also, vor allem dem Früh. Ja, das war dann so eine richtige Dernsfolge. Ja, da wird auch mal weh. Das ist so als die erste Lave. Das wäre irgend so eine richtige Dance-Folge. Ja, da möchten wir uns dann aber vorher so ein Fitnessprogramm oblägen und dann möchten wir zwei dann verglieden, woher der Punkt schon nähert. Oh ja, so eine Challenge. Oh Na, Gott. Mensch, Schäker, du bringst mir nur auf Gedanken. Oh Gott, du bist ja gerade richtig fit, ne? Ich bin ja gerade gar nicht fit. Oder du, ich glaube, wir haben gerade so unterschiedliche Leben. Ich glaube, das ist dann total okay. Das. In einem Jahr hätte sich das eins wieder angelegt. Okay, aber nochmal zurück zum Thema. Kommen wir wieder zurück zu unser Apps-Thema. Was glaubst du denn, was die liebste App von der Deutschen ist? Die Wetter-App. Oder Nee. Stau. Verkehrs-App. Hab ich auch gedacht, hab ich auch gedacht, so Google Maps oder sowas. Nee, Ja. WhatsApp. Oh, das ist wirklich die belegt. Oder der am meisten downloadet. Rünnelord. Ja. Das ist okay. die. Das ist die, Okay, ja. ich muss auch sagen, ich glaube, ich kenne kaum einen, der kein WhatsApp hat. In Deutschland zumindest nicht, ne? Nee, das ist auch super spannend, genau. Du das denken da ist. In Island bin ich gut lacht worden, als ich denen noch ihre WhatsApp, also noch WhatsApp gefragt habe. Der hat gesagt so, hä, kein nutzt denn WhatsApp? Wir nutzt alle Messenger. Ja, Ich dachte mir, oh nee, jetzt muss ich mir wieder ein Facebook-Konto erstellen. So ein Cheat. ja, Ja. krass, oder? Ne? Ja. Also, ich habe zum Beispiel nicht den Facebook Messenger bei mir auf Smartphone. Ja. Aber nutzt du den Telegram, Signal oder so? Oder just WhatsApp? Ah, oh, liebe Leute, bitte slot mich nur nicht. Ich hab dafür all Mecker kriegen. Der ein oder andere weiß, dass ich ja utbilde Journalistische bin und ich habe für weg ja hab wie N von 23, ne? Ich habe ich hab, in Jahr 2020 in den Online-Redaktion arbeitet und da habe ich einen langen Online-Artikel über Signal geschrieben Ja. und warum das eigentlich der beste Messenger ist und so wieder. Und hier und da habe ich alles recherchiert und Rotarbeit, aber ich habe kein Signal und ich habe auch kein Ja. Telegram. Ja. Weil, und das ist nur das Thema, ich komme durcheinander mit SMS, mit WhatsApp, mit Instagram, Ja. E-Mails. Ich weiß höchstens von gar nicht mehr, wo kein mir wo schreiben hat. Ja. Ja, und mit Kane, auf welche Plattform du schrieben deist. Geht mir genauso. Mir war das auch total. Ja, darum habe ich bloß WhatsApp. Klar, das ist nicht der sicherste Messenger, aber das ist der Messenger, wo ich fast all von meinen Lü bin have und der ein, zwei, drei, die das nicht hab, ja, bitte schreibe ich dann eben schreibe ich dann eben SMS. Ja, ja, genau, so mag ich das auch. Ich habe auch, also wenn ich so auf mein Telefon kicken da gerade so mit Kommunikations-Apps, ist echt WhatsApp, Messenger, dann, ja Gott, Instagram kann man noch tautellen. Und was ich noch für eine App habe, der ich gerade als Reisende total spannend finde, ist Polar Steps. Hast du einfach mal gehört? Nee, was ist das? Polar, das ist eine großartige App. Und all die zuallererst davon vertellen, da sagt, hä, Polar Steps kenne ich gar nicht. Und das ist eine App, du kannst, das ist so ein Reiseblog. Also du siehst immer ganz genau, wo ich gerade bin. Und dann kann ich tau den Dach, wo ich da gerade bin, kann ich den Bille an diesen Punkt laden. Ich kann da was da tau schreiben, da was das Wetter wäre und die Temperaturen und so was anwies. Und dann kann ein die so als wie Instagram kann ein die folgen
und dann verfolgt ihr mit die einen Reiseblog. Und das ist total lebevoll aufbereitet und wunderschön. Also für all die mal reist und vielleicht auch einfach nur, wenn die 2 Wochen, ich weiß nicht, ob Malle sind oder so, aber du diese Erinnerung fast holen möchtest, als ein Reiseblog, ist Polar Steps. Ich war dann noch oder wie schrieb das nochmal mit in der Folgenbeschreibung mit drin. Ist eine wundervolle, also einfach eine wundervolle App, die auch noch total witzig. Also der ist richtig smart, mockt so in dem, richtig pleatsch. Wenn du denn durch bist mit deiner Reise, dann war die natürlich auch so anzeigt, okay, wo viele Kilometer wirst du, wie viele Länder wirst du, wie viele Dorf wirst du in den Wagens. Und dann fragt sie die, möchtest du von dem Travel-Blog quasi, von Polar Steps, möchtest du da nur ein Bauch drucken lassen? Also kannst du klickst sagen, möchte ich drucken lassen. Und dann kannst du klickst ein Bauch von all das, was du halt schreiben hast, von den letzten Blogartikeln und all die Bilder, die du hochladen hast. Ach, das ist ja cool. Ja, echt total süß. Also, die App, gerade wenn man das den Betten persönlich erholen möchte, das einen ganzen Reiseblog, was man so beleben deit und die Familie und Freunde mitnehmen möchte, ist das meine App to go. Ich finde die super. Ja, das ist richtig schön. Richtig cool. Sonst kennt irgendwer ja bloß so einen WhatsApp-Status oder Ja, genau. so was, ne? Wenn ein das so ein Baden privater holen will und nicht alles auf Instagram dealt. Wie date nicht alles auf Instagram? Ja, Entschuldigung, ich deal mein heiles Leben auf Instagram, habe ich vergessen. Aber ja, wie WhatsApp ist ja auch immer so ein Betten, das ist dann ja weg. Und Ja. dann kommt, wie müssen wir denn, wo bist denn du gerade, was magst du gerade, kann ich nochmal Bilder sehen. Und das Schöne ist, du kannst dann wirklich wie Polar Steps einfach ob den Ort klicken und dann siehst du halt eins und siehst, was du dort Sülm auch belebt hast. Ich habe mir meine Italienreise nochmal wieder durchlesen und habe gedacht so, boah, ich habe doch ganz schön viel belebt, oder? Ich habe so viel davon vergessen. Also, ja, richtig schöne App. Ach, mega cool. Richtig schön. Ja. Also so mit Reise-Apps habe ich das, glaube ich, weniger. Aber das, für die ist das ja noch das Richtige. Aber was ich gefunden habe, da hat mich wieder so an uns Spieltuch-Folge erinnert. Du hast ja gesagt, du hast mit Schleichderten gespielt. Ja. Hast du irgends auch mit Lego gespielt? Das werde ich gar nicht mehr. Nee, gar nicht. Wir hat kein Lego. Ja, das gibt aber sicher viele Lüe da Buten, die mit Lego spielt und vielleicht eben auch so diese Lego-Sammelsurien habt, ne, wo dann allen so in so eine große Kiste zusammenschmähten worden ist. Und für die habe ich einen App-Tipp, nämlich Brickit. Brickit, das ist eine App, die grippt auf den Kameratau und die holst du dann über diesen Lego-Haufen und die scannt die in und die deit dir dann Vorschläge morgen, was du als und diese Szene buchen kannst. Großartig. Und wie es dir auch liegst dann, wenn du zum Beispiel sagst, okay, ich will das Krokodil buchen, dann wie es dir liegst, okay, du brauchst dann die und die und die Deals dafür. Stark. Du machst einfach nur ein Bild von den ganzen Steinen, die du da fertig liegen hast. Ja, Ja, cool. Das ist echt also gut. Das ist brauchbar. ja, mega, mega, mega cool, oder? Also, liebe Lego-Cracks, sie habt dann was für und braucht nicht mehr so ein komischer Papieranläden oder sowas. Ja, Ja. Baden Morbid, ich sag auch nicht, wo der App hate, das finde ich, werde ich nicht, muss nicht jeden beten, aber ich habe sogar eine App gefunden, die sagt dir fünfmal am Dach, du wirst sterben. Oh, um die Tau erinnern, dass du den Moment genaten deist? Ja, Carpe Diem, ne? Sowas. Ja, ja. Aber das finde sogar ich ein Baden skurril. Ja, und tatsächlich die Gruft, die hier von uns beiden. Ja. Also ich habe die nicht auf mein Handy. Aha. Witzig. Ja, okay. Ja, aber nun vertell du doch bitte mal von den Apps. Ist da Müll ob? Nee, fand das so auch total spannend, denn ich habe eigentlich nur Apps für Kommunikation, das habe ich ja noch vertellt. Und dann Apps, die ich dann überleben brauchen da. Ach, und was von Lehren. Fangen wir erstmal mit Lehren an. Ich finde, Lehren, ich denke mal, nur will ich nicht mehr studieren da,
möchte ich ja nicht über stehen blieben. Und von Ja. daher sind diese Apps, mit denen du jeden Tag einfach nur 5 Minuten oder 3 Minuten lernen deist, ist perfekt. Weil ich bin kein Typ, ich kann mir nicht 1,5 Stunden einmal in der Werk hinsetzen und dann eine Sprache lernen. Das kann ich einfach nicht. Aber in mein Dach passt wunderbar 5 Minuten. Und ja, ich habe ja gerade erzählt, dass ich in Griechenland bin. Und ich finde das immer, das ist so ein Taken von Respekt, einfach die Sprache zu lernen. Und deswegen habe ich mir Duolingo und Drops runtergeladen und bin Ah, nu dabei Griechisch zu lernen, Griechisch zu lernen. Und ja, das geht ein Morgen, 5 Minuten und so langsam kommt das mit Kalimera, Evkaristo. Also ja, ich kann noch nicht großen Deep Talk, das geht noch nicht. Aber so litschen Smalltalk habe ich nur innerhalb von einem Monat, da ich lehrt, dass ich einfach nur jeden Tag 5 Minuten mit dieser App verbracht habe. Und das finde ich großartig. Duolingo ist auch echt so ein Klassiker, ne? Also, Ja, also ja. das nutzt auch mein Mutter. Die mag das Ach, auch viel mit Duolingo unterwegs, ja. Damit ja. refresht sie eher Schaulfranzösisch. Wow. Ja. Ich glaube, Ich sie finde hat, großartig. ich glaube, sie hat in Tyskland einen 2-Jahres-Strike. Nee, das sind meine absoluten Endgegner, wenn ich die sehe. Ich bin immer so total happy, wenn ich dann so 7, 8 denke, doch hab. Denke ich mir so, ich bin die Königin, aber nee, 2 Jahre? Ja, solche. Wahnsinn. Also Mama, wenn du das hörst, Respekt. Respekt. Absolut. Props zu Hilkas Mutti. Wahnsinn. Mega, mega Ich krieg krass. du wie ob. Oh, und eine App, die ich auch total gut finde, auch, und wo ich auch nur das kostenlose, also eigentlich nutze ich immer nur die kostenlose Version. Und von der auch, der nennt sich Blinkist. Kennst du Ah, ja, sicher, oder? ja, ja, die kenne ich auch. Ja, ja, die kenne ich auch. Verklor das bitte nochmal. Genau, Blinkist fort Böcke zu hoben. Also hat Jümmes super spannende, ob das Sachböcke sind, ob das Ratgeber sind, ob das Ernährungstipps, all das, gibt das heel viele Kategorien. Und wenn du aber die kostenlose Version nutzen darfst, dann hast du jeden Tag einen freien Blink, also einen freien Blink. Der Blink ist dann so ein Terhopen, so ein Bauch Terhopen fast. Und so habe ich von so vielen unterschiedlichen Böckern nur all quasi die Kott-Version hört, das wird super spannend. Ich kann nimmer gedacht, dass mir die Geschichte von Russland irgendwie interessieren deit. Wird dann aber spannend, dass ich mir das dann einfach anhört habe. Und da kommt man ganz gut ob neue Böcke und jeden Tag ist das ein Beten mehr neue Beten. Und das finde ich so schön an dieser App. Krass, krass. Und hast du denn aber auch ein liebste App? Ja, sag ich wieder mal so, sag wie zwei. Ich habe ja alles, ich habe einmal zur Kommunikation Apps, Town Lehren und Town Overleven. Und Town Overleven habe ich Park 4Night und Regenradar. Von Deutsch. Oh, ich weiß, aber oh, gerade der Regenradar, der hätte mir hier schon so oft der Moors durchholen. Ich liebe diese App, ich liebe sie einfach. Also an die Regenradar, Morko de Buden, danke, danke, danke. Und Park 4Night ist für mich nur gerade wichtig, weil da Stellplätze sind für Vans, also für Campervans. Das ist eigentlich so die App, der jeden nutzen deit. Und da sind Parkplätze drauf, da sind da wirklich Stellen drauf, überall in der Welt, wo du Worte kriegen darfst, wo du dein Auto reparieren kannst. Und das ist eigens, also für mich ist das super, um die schönsten Plätze eigens zu finden. Ach, klasse. Das ist richtig gut. Ja, Das das ist sind so richtig. Minen. Und natürlich Instagram. Ah, Das dürfen wir ja nicht vergessen. Aber ich glaube, auf Instagram können wir Leute noch mal ein bisschen mehr vertellen. Was ist denn was ist denn die liebste App? Moment. oh Gott, was magst du da? Okay, liebe Lüe, sie sind Action hier. Action wieder abgenommen von Partyplatt und Plüschmoss. Party Wett. hier. Oh, ja, hier ist richtig Party. Ja, wir sind nicht mehr in Irven, darum wir müssen uns erst wieder ingrooven.
Mikros grad abholen. Oh je. Okay, ich hoffe, das holt der schon holt. Ja, okay. Level sieht jetzt Jimmers Action. Mein liebste App. Muss ich gerade mal überlegen. Ich glaube, Instagram klammer ich auch mal ut, weil ich nutze natürlich Instagram mega viel, aber ich glaube, ich habe zwei liebste Apps auf mein Handy. Und das ist einmal die ARD Audiothek. Ja. Weil, ja, da kann ich eben die öffentlich-rechtlichen Radiosender hören, aber eben auch viele Podcasts. Die sind leider noch nicht in der ARD-Audiothek, Ja. lebe ARD. Wäre das nicht mal gut, einen plattdütschen Podcast bin zu haben in der ARD-Audiothek? Ja, aber bitte. Wie bestort Drupp. Ja, also lebe NDR oder ARD, wenn Sie uns hört, oder lebe Teures, wenn Sie von der ARD sind. Hey, ich glaube, da fehlt noch ein plattdütschen Mädels-Podcast. Ja. Ja, ja. Aber ja, den nutze ich echt mega viel. Den höre ich abends zum Inschlafen, so Kotte Features oder auch über ein Dach höre ich da Podcasts und also was. Und da gibt es eben so viel und das ist auch so, ja, so riek. Also, und das ist nicht bloß so Gelaber, so dass du da bloß so Laber-Podcasts kriegst, sondern eben so viel Unterschiedliches mit Gehalt, über Geschichte, Wissenschaft und so was, ne? Wie hätte der Quark Science Cops höre ich ja auch mega gern. Oh, ja, den finde ich auch richtig gaut. Ja. Ja, also die ARD Audiothek, das ist echt eine von meinen liebsten Apps. Und dann habe ich aber auch noch eine zweite liebste App. Also sie hört all, ich bin echt so ob Radio hören, nämlich, Lisa, kennst du die App 90s? Nee, gar nicht. Den musst du die bitte gleich mal downloaden. Das ist eine App, da läuft bloß Musik und den Nägentücher. Nee, den hellen Tag lang. Den hellen Tag lang. Es gibt einmal einen Livestream, aber du kannst dann eben auch unterschiedliche Streams söken, ne? Soweit als Dinner Party, R&B, Boygroups, Techno, Dance, House, Clubhits, Grunge. So Das ist mega geil und bloß eben Musik unter Nägentücher. oh, das muss so das Gefühl, wenn vom DeLorean trüch in den Nägentücher. Ja, so ist das so. Oder, ne, da gibt es auch die Kategorie Sommerhits. Ich sag bloß Bailando. Amigos, ja. Das wird nimmes werde Uja und Kopf gut gehen. Nee. Darum, also das ist echt so, die zwei Apps, die lebe ich mega, die sind richtig cool. Ich finde das super spannend, dass du auch noch so viel so generell Radio hören darfst. Ich habe nur Spotify an, muss ich sagen. Ich nutze sonst gar nichts anderes. Ja, ich habe kein Pro Spotify und ich weiß nicht, warum ich das Dings nicht habe, denn ich habe ja auch Netflix, also ich bin gar nicht so anti-Streaming. Ja, Ich habe kein Spotify. ja. Ich weiß gar nicht, warum, habe ich einfach nicht. Ich glaube, weil ich, wenn ich Musik höre, mag ich das auch noch viel über YouTube, ist auch so ein bisschen oldschool, ne? Da ist so viel Werbung dazwischen, oder? Ja, das ist so, das nervt auch. Nervt auch richtig. Aber keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich bin nur noch nicht, obwohl, ja, ich weiß natürlich, dass Spotify eigentlich die beste Option ist, aber habe ich eben nicht. Ja, aber reckt die ja auch dann, wenn du 90s den hellen Tag hören kannst. Ja, eben, ich kann ja 90s hören. Ich buche kein Spotify. Ich hab all ewig, also ich höre, als ich gesagt habe, nur Spotify und dann als ich shuttled habe für Airbeat und Indian Spirit für die Festivals, also als ich da Auto feuert bin, das Auto hat sich irgendwie nicht mit meinem Telefon verbunden und dann habe ich der hele Tiet, also wenn ich dann kein DJ oder so dabei habe, habe ich Radio Bollerwagen gehört. Oh, war das schön. Kennst du Radio Bollerwagen? Nee, was ist das denn? Nur Malle-Hits. Der hele Tiet Malle-Hits.
Oh, das weiß ich gerade auch nicht. Dicke Titten Kartoffelsalat oder was? Ja, so ungefähr. Der Tuch hat keine Bremsen. Und so bin ich dann über die Autobahn tanzt. Oh Mann, ich muss aber auch sagen, ab und zu kann ich das auch richtig gut haben und dann habe ich schon mal so Ohrwürmer. Ich habe über Weken ein Ohrwurm hat von Ich bin ein Dorfkind, darauf bin ich Ja. stolz. Ja. Die sind so ingängig, der Gott liegst in den heilen Synapsen von den heilen Brägen und Gott und nimmes Wetterhut. So ein richtiger Parasit ist das. Ja, Malle Songs. richtig, richtig krass. Ja, gibt's da irgendeine App über bloß Malle-Songs? Weiß ich nicht. Oder war die, das möchte ich wieder mal gut finden? Ich war das gut finden. Das ist meine Mission für heute Abend. Und dann Ja? kommt der, auf jeden Fall, kommt die dann nicht mehr dran vorbei. An das Ja. Wenn es so eine App gibt, dann kick bitte in die Shownotes, da ist die dann verlinkt. ja. Sag mal, Hilka, hast du aber irgendwie Späle oder so? Bist du so ein Typ, der gern ob App oder ob Telefon spielen deit? Gar nicht. Ja, ich auch gar nicht. Gar nicht. Das ist gar nicht mein Ding. Ich weiß auch nicht. Also ich habe eine Playstation auch und ich habe auch so ein, zwei Spiele auch. Er wird ja auch vertellt von Deadpool, dass ich das auch als Spiel habe und dass das Ja. auch witzig ist. Aber ich bin nicht so, dass ich selber so spiele. Also ich kick gern Tau, auch wenn das eine gute Grafik ist. Aber selbst spielen, ja, mit einem Gameboy vielleicht. Ich hab noch so einen ollen Gameboy und da spiel ich dann ab und zu Barbie ob. Das ist echt so ein Barbie. Ja. Das ist auch das Spiel, ich habe kein anderes Spiel jemals hinkriegen, dort Spiel, bloß Barbie. Barbie. Das ist ein Skill. Absolut. Ja. Ja, ne, aber sind's also so Spiele ob Handy? Nee, gar nicht. Gar Ich muss nicht. sagen, ich habe mal, ich glaube, die Geschichte habe ich mal vertellt, mit meiner Pokémon Go-Geschichte. Ich Nee. lief ja Pokémon. Au. Und ich war total hyped. Ich habe richtig Bock auf Pokémon Go. Und dann kam da dort Root und ich habe wieder drinnen Lord und ich dachte mir so, oh, das macht so einen Spaß. Und dann war ich nur noch 2 Tage in Deutschland und bin da noch Portugal, ob ein Rierhof gehen. Ja. Und ob das Mariahof, der war ihm absolut nichts von Portugal, gab da natürlich kein ein Pokémon, was ich noch in Pokémon Go fangen können. Oh nee. Nichts, gar nichts. Und dann käme ich nur den Feiermond Portugal, käme ich wieder nur Deutschland, habe noch richtig Bock drauf und dann würde Hype enden. Und kein ein will mehr mit mir Pokémon spielen. Ich Oh dachte so, nee. das war richtig mies. Ja. Oh nee. Also wie Pokémon, da weiß ich noch, als das Rot kam, habe ich mir das auch runtergeladen, aber mein Handy, das ich da have way to all. Das konnte das Oh nicht. nee. Ja, Ja. Gaut. Ja, das ist ja auch so ein Problem, wenn die Handy-Software to all ist, dann läuft die Apps nicht mehr. Ja, definitiv. Ja, ich habe das öfter mal mit Instagram, wenn ich dann denke, warum läuft das denn hier alles nicht? Oder warum. Instagram. Instagram, okay, möchte wieder das große Thema Instagram nochmal anschneiden. Ich glaube, die Tauhörer dürfte auch, ob das wieder Thema Instagram anschneiden da. Und jetzt kommt die Klicks und Range von mir. Wie das. Mein Telefon ist leider so oll. Oder ich glaube, die Software darauf ist also oll. Dass das wenn ich Reels schneiden da, stürzt das jümmes ab. Und das ist so argelig, weil da so viel Arbeit, das sieht man ja immer nicht ganz so viel, wie viel Arbeit und wie viel Titel drin stecken da. Aber gerade so was wie den inne Titeln und eins richtig schneiden und die Musik da inne und dann das schnacken und dann stürzt das blöde Telefon ab und eins ist weg. Und manchmal sitze ich doch für und denke mir so, nee, ich mag das nur nicht mehr. Dann kommt das ein anderen Tag. Aber das ist, ansonsten läuft das eins wunderbar, aber das ist so ein Ding mit dem blöden Reels-Schnitt. Habt ihr da auch mal so Probleme, liebe Tauhörer, wenn ihr mal schauen Reels-Schnitt und hochlad? Oder hast du so ein Problem damit, Hilka? Ähm, ich glaube, wir haben da auch mal überschnackt, ne, wo lang das dauert. Also zumindest bei mir, ich mag ja fast bloß Videos auf meinem Account. So ein Video zu schneiden, ich bin da ja bitte 4 Stunden mit Taugange. Und auf mein OLED-Handy hat das Reels-Programm von Instagram auch gar nicht funktioniert. Das hätte mir echt mal mockt. Und ich schneide dann die Videos mit so einer anderen Software, mit einer anderen App, Was die nimmst du? KineMaster. Okay, ja. Ja, also
die funktioniert gut, die ist idiotensäker und hat echt viele Funktionen und ich weiß, dass zum Beispiel der Reporter von NDR, die habt ihr auch. Ach, der macht dann auch mit Kinemaster? Ja. Ah, cool. Okay, ich habe für eins, also eins, was ich posten da, nämlich engs Canva fair. Das ist Ja. super. Ja, das ist bleibt echt, auch gut. Ja, gerade wenn du schöne Posts bocken möchtest oder neue Ideen brauchst, ich denke, das auch viel für meine anderen Jobs, wenn ich dann mal Sorgen einfach Handzettel oder so was morgen da, so Lütsche Designaufgaben. Canva ist doch perfekt für. Ja, das ist echt super. Also, gerade wenn ein nicht Grafikdesign oder Kommunikationsdesign studiert hat, dann ist das echt großartig. Also, da kannst du echt richtig viel mitmachen. Das ist echt auch eine super App. Den hatte ich auch viel. Muss ich auch sagen, den habe ich auch viel. Aber jetzt sind wir wieder von Instagram weggekommen. Ja. Was sagst du denn so zu Instagram? Also wir habt ja auch mal eine Social Media Folge gehabt und wo wir ob uns, sag ich mal, ja, psychische Gesundheit auch ob passt. Die natürlich Instagram ist, glaube ich, die App, die mir in Alltag der hele Zeit, ja, begleiten dort. Also, das kann ich gar nicht anders sagen. Klar, ich schrieb da, wenn ich schicke die zum Beispiel da ein Video, was ich gefunden habe oder so was rüber und dann antast du mir da und da wird wieder auch schon allwetter aufpassen, dass wir nicht durcheinander kommen mit WhatsApp und Instagram. Ja, ja. Gibt es Ja, da irgendwelche nicht abschreiben Regeln, dass man von WhatsApp nichts auf Instagram beantworten darf? Oder dass man, wenn man zwei Schnacks gliedtätig hat mit den gleichen Personen, gibt es da irgendwelche Regeln? Ich weiß das überhaupt nicht. ich will dann auch nicht so, kann ich dir nicht sagen, so ein Code of Conduct oder so was, nee. Ja, ja. Ja, aber darum, ja, darum du verstehst das und Gile Vittorio versteht dann auch, darum habe ich nicht so viele Messenger. Ja, aber ja, Instagram ist echt die App, die mich, ja, so in Alltag echt begleiten. Dort, denn da kann ich auch sehen, was G-Markt, liebe Zuhörers, wenn wir uns folgt, tegen sie dich oder ich kick dann auch mal so durch, was mag die eigens so. Ich sehe, was für Veranstalten da sind. Okay, ich glaube, für Veranstalten kann ich auch gut auf Facebook gehen, aber in der Facebook-App bin ich gar nicht so viel online, muss ich sagen. Und über Instagram kriegst du eben auch viel mit und da kriegst du zum Beispiel auch gute Tipps, wenn ein Urlaub jichtens wo morgen will oder so. Ja, ja, absolut. Also für mich ist Instagram auch das, was du sagst, da denke ich, dass ich ja schau auch meist mitnehmen da, so der ich mir ein Dach mit den Stories, habe ich das ja sowieso junges Bimi. Und von daher ist das ja irgendwo auch weg, schau zu kommunizieren. Einfach die Menschen, die wie sonst nimmes errieken würden, die können wir halt mit Instagram errieken. Also für uns ist das der perfekte Wagtüch eigens. Ja, ich meine, uns Tauhörers könnt uns ja auch eine E-Mail schreiben. Wir habt ja auch eine Podcast-E-Mail-Adresse, aber ich glaube, ich habe da erst 3 E-Mails abkriegen. denn normalerweise. Willst du den nochmal singen? Oh ja. Noch mal singen? Und liebe Taurus schrieb Hilka Monne Mail. Ich dürfte Mail für Postfach. Also, die E-Mail-Adresse von uns Podcast, hatepartyplatundplüschmos@gmail.com, die findet ihr auch immer in den Show-Notes. Da steht ihr auch bin. Aber normalerweise schreibt uns der Lü eben ja, über Instagram direkt. Instagram, Ja, ja, absolut. Das ist auch völlig okay, liebe Taurus. Ihr könnt uns auch direkt über Instagram schreiben, das kriegt wir und wie schnackt denn da auch über, also das geht nicht futsch oder so. Genau. Also, ja, zum Beispiel, wenn so ein Themenförstler oder sowas kommt oder in was fragt, na in Bog, wo über wie schnackt oder weiß ich nicht, was ist eins okay, ihr könnt über Instagram schreiben, bloß für die das nicht weht oder vielleicht die Instagram-App auch gar nicht habt, wir habt auch keine E-Mail-Adresse. Ja. Genau. Und schrieft, wenn du dir mal was wünscht an Themen oder so, dann schrieft du das gern. Also wirklich, wärst du nicht bang oder so, habt doch keine Hemmen. Glück, ihr könnt gaut über einschnacken. Oh Gott. Die sabbelt. Oh Gott. Ja. Oh Gott, ja. Ich löf uns Gott die Themen auch nicht gut.
Nee, ich glüff auch nicht. Und weißt du, was du auch nimmes utgauen drauf? Na? Den Leder. Oh ja, liebe Taurus, je hebt da ook al op Töft, ne? Je hebt da op Töft, dass wieder Lederraden kommt, oder? Ja, ich sag mal ja. Ja, hebt ich Töft, höre doch ja. gerade einen ganz lurt, ja. Ja. So, ich habe aber so einen Track verloren. Kane ist mit Anfang dran. Weiß ich nicht, aber die Frucht, oder? Alles klar, ich fange an. Dann, oh Gott, warte. Okay, ich fange. Okay, bist bereit? Ja. Ich will die Bäde kennenlernen. Ich will die drängen, mein Leif. Aber nimmes Tauvid. Ich will die den Himmel wiesen. Ich will so wähn, as du. Just so stark, as du bist. Ich will dat Licht von Dach in dine Augen wähn. Ich will dat Licht von de Sinn wähn. Nur warmer. Ich will dat Licht von Dach in dine Augen wähn. Ich will Leif wähn, nur starker. Ich will dat Licht von Dach wähn. Ah. Sorry, ich wollte schon wieder kichern. Sorry. So ein schönes Lied. Weil wieder so ein Lisa-Late ist, ne? Nee, ich sag wie, ja, so halbweg, würde ich sagen. Ist kein Malle-Song. Oh Gott, wo hält er denn? Oh, ich kenne das. Weißt du, kennt das singen Lied? Nee, ich komme nicht ob. Ich komme nicht ob, aber ich kenne das Late. Oh. Ich will das Licht von Dach in den Augen wähn. Na, soll ich auflösen? Oh Mann, ich war da immer, vielleicht komme ich noch ob. Ich lese nochmal den Refrain vor. Ja. Ich will das Licht von Dach in den Augen wähn. Ich will das Licht von de Sünn wähn. Nur warmer. Ich will das Licht von Dach in den Augen wähn. Ich will Leif wähn. Nur starker. Ich will das Licht von Dach wähn. Ich komme nicht auf den Norm. Daylight in your eyes. Ah, ja, siehst du, ja. Daylight in your eyes. Ich hatte so eine richtige No-Angels-Phase und dann habe ich gedacht, so, okay, den Song muss ich nehmen. Wenn ihr nicht auch gerade wieder auf Tour, den No Angels? Das werde ich. So ein krasser Fan bin ich nicht. Das werde ich wirklich nicht, ob die überhaupt noch Tohupen sind. Ja, ich glaube fair von der. Ich glaube, ein von der, die hat nur promoviert oder so in Medizin. Oder weiß ich nicht genau. Aber fair von der, die sind, glaube ich, in Verleiden so mal auf Tour wehen. Die werden auf jeden Fall nicht auf der Festivals, sonst zeigt es ein. Ja. Ich glaube, eine Lütsche Tour oder so. Okay, also Ja. Daylight in your eyes. Fail von mir, aber mag nix. Wie, Nee, morgen nichts, nur komm ich. Ich werde warnen. Okay. Ich bin bereit. okay, also. Vertwievelt na ein Wessel, hungrig na de Wahrheit. Ich bin näher an, von wo ich anfangen hef. Ich jag die. Und nun kommt der Refrain. Ich verleif mich immer mehr in die. Laut allens los, wat mir hollen deit. Ich sta hier, bet du magst, dat ich mi beweg. Ich hang für ein Moming mit die af. I'm hanging for a moment. Das ist Englisch, oder? Ja. Hanging for a moment. Nee, ich weiß überhaupt nicht, in welche Richtung das gauen können. Das wäre gar nicht schlecht. Das Lied Hate Hanging by a Moment und ist von Lifehouse. Oh, einen halbigen Punkt würden wir doch fischen. So, Lisa kann öfter setzen. Guide. Ja, also Hanging by a Moment von Lifehouse. Das kennt ihr vielleicht noch? Ich habe gerade so, wenn du die in Malle-Phase hast, ich habe gerade so min Indie-Rock 2000er-Phase. Nice. Ja. 2000er war ja auch einfach ein geile Jahrzehnt mit Musik. Ja, mega. Das ist so, ja, habt ihr uns da nur als Millennials outet? So ein Betten, ne? Oh, ich glaube schon. Obwohl ich habe gerade gut gefunden, ich bin ein Zillennial. Millennial? Wie ich zwischen Millennial und Gen Z bin. Ah, okay. Ich fühle mich richtig besonders. Ich bin jetzt Ja. ein Special Snowflake.
Special Snowflake. Crazy Girl. Oh Ja, ja. ja, aber Aber du bist waschecht ein Millennial, oder? ich glaube ja, ich glaube echt ein Millennial. Ich habe schon mal gedacht, ich wäre vielleicht Gen X, aber bin ich gar nicht. Dafür bin ich noch zu jung. Ich bin echtes Millennial. Echte Millennial-Braut. Ja, da, Wow. ja, ja, ja. Darum, tau jung für the Love Parade, aber eben in die 2000er Rock. Schön. Ja. Wollt wir noch mal kurz vertellen, was uns Taueres denn Taukaum folgt denn so, ob Teuben tönt? Oh Gott, ja. Wie schnackt man Beten über. Was? Da wir habt da uns ein Beten scheut über zu schnacken, Ja, glöwig. Ja. ja. Aber nur habt wir entschieden, wie morgt das mal, wie schnackt mal über Mannslüd und Fruenslüd. Ja, ja. Ja. Al- Wir sagt ja noch nicht viel mehr Tau, aber ich würde sagen, ich habe mich da erst einen Schwur dorn mit dem Thema, aber ich löf, das war einfach gaut. Wie mag das schon? Ich glaube auch. Das war super. Freitsche ob. Und nu, bitte kick doch mal, ob bei uns Spotify Playlist vorbei, denn die happy und die kann ich auch hören, die Spotify Playlist. Und wenn ich die App Ah, nicht hab, dann da happy die Partyplatt und Plüschmos Playlist und da sind auch die neuen Lieder von Dachklicks bin. genau, so habt ihr us Jümmes mit Dobby. Gaut. Mag das gaut, ihr Leben. Wenn Balle. Tschüss. Tschüss.